live und scharf. Lang ist's her. Am 16. Juli haben Paul und ich uns auf den Weg zu einem extrem Auto-Adventure gemacht. Kalt war es und dafür haben wir uns von St. Gallen lustigerweise ins warme Tessin begeben. Genauer gesagt auf Airolo und von dort aus mit dem Postauto auf Bedretto. Dort hätte unsere Wanderung zum Gletschersee angefangen. Die Sonne hat schön heiß gegeben. Zum Glück ist durch den Helikopter etwas Wind ins Ganze gekommen. Über einen Fluss, weiter Richtung Gletscher. Doch leider war es der falsche Weg. Nach einer Stunde Hut im Fluss suchen, haben wir es dann auch auf den richtigen Weg geschafft. Auf dem richtigen Weg weiter bergauf, über Schneebretter. Und haben dann schlussendlich nach 7 anstatt 3,25 Stunden es zum Kühenbodengletscher geschafft. Auf dem Schnee vom Kühenbodengletscher haben wir eine freie Fläche geschafft, um dort drauf unser Zelt aufzustellen. Dann hat es uns dann aber auch schon ins Bett gejagt. Über die Nacht hat es auf -4 Grad abgekühlt. Umso schwerer war das Aufstehen am nächsten Morgen. Aber es hat sich gelohnt. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuffed shirt, like me on a tree. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company. Nach dem Geniessen von so einer tollen Aussicht haben wir alles wieder eingepackt und uns auf den Abendweg gemacht. Auch der war nicht ohne. Deswegen haben wir, nachdem wir die Schneebretter passiert haben, unser wohliges Plätzchen ausgesucht und mit dem Morgen gestärkt den weiteren Abendweg zu bezwingen. Damit sind wir dann schon fast wieder in Airolo gewesen. Wenn ihr am Paul sein Cinematic Partner gesehen, hier oben oder in der Biografie, ist er unten verlinkt. Und jetzt freue ich mich über euer Feedback via Kommentar, Daumen hoch, Daumen runter. Und ein Abo dürft ihr auch gerne da lassen. Freut mich, wenn ihr irgendetwas sagt, weil ihr denkt, probieren wir da etwas Neues mit Kerzen und einem Gegenlicht. Ihr dürft gerne mal Feedback da lassen. Jetzt auch Kommentare rein. Bald kommt das Review zu der Sony A6600. Dort dazu auch unbedingt vorstellen, wenn ihr welche habt. Und in dem Sinn, bleibt live und scharf und stay on the bridge.